Dobar dan. Dobrodošli na video lekciju za njemački jezik, 3. razred srednje škole. Das Thema heute ist über Vergangenheit sprechen. Današnja tema je govorimo o prošlim događajima. Das sind unsere Lernziele heute. Auf persönliche Fragen antworten, einen Text über den Tagesablauf in Vergangenheit verstehen, über den eigenen Tagesablauf in Vergangenheit sprechen, das Präteritum von haben und sein benutzen. Ishodi učenja ove današnje video lekcije su: učenik odgovara na osobna pitanja, učenik razumije tekst o tijeku dana u prošlosti, učenik govori o svom tijeku dana u prošlosti i učenik koristi, primjenjuje preterit glagola haben i sein, imati i biti. Für diese Deutschstunde brauchst du: za ovaj sat njemačkog trebate ein Heft und einen Stift, bilježnicu i olof koje ćete nešto zapisati, Kopfhörer und Internetverbindung, slušalice i internet, gdje ćete slušati i gledati video sadržaje i rješavati digitalni zadatak. Važno je napomenuti da ovu video lekciju možete pauzirati kad god to želite i možete pogledati dijelove video lekcije ili čak cijelu lekciju kad god vam je to potrebno. Wir beginnen mit der ersten Frage. Počnimo prvim pitanjem. Wie geht es dir heute? Warum? Pauzirajte sada ovaj slajd i razmislite što znači ovo pitanje. Kako si danas? Zašto? Eine Antwort ist: Es geht mir gut, danke. Jedan odgovor je: dobro, hvala. Prima, odlično. Danke gut, hvala dobro. Nicht so gut, ne tako dobro. Super, odlično. Schlecht, loše. A sada ću ja odgovoriti na ovo pitanje. Es geht mir gut, danke. Warum? Die Sonne scheint. Die nächste Frage. Welcher Tag ist heute? Montag? Dienstag? Mittwoch? Donnerstag? Freitag? Samstag? Oder Sonntag? Pauzirajte slajd i promislite što znači pitanje koji se nude odgovori. Welcher Tag ist heute? Koji je danas dan? Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota ili nedjelja? Heute ist Montag. Wieder mal eine Frage. Wie ist das Wetter? Pauzirajte slajd i promislite što znači ovo pitanje. Kakvo je vrijeme? Es ist sonnig. Sunčano je. Es ist bewölkt. Oblačno je. Es regnet. Pada kiša. Es schneit. Snježi. Es ist windig. Vjetrovito je. Es ist kalt. Hladno je. Es ist warm. Toplo je. Wie ist das Wetter? Es ist sonnig und es ist kalt. Stell dich mal vor. Zum Beispiel: Ich heiße Gordana. Mein Familienname ist Barišić Lazar. Ich habe 2 Söhne. Ich bin Deutsch- und Englischlehrerin. Ich mag Natur. Ich trainiere Badminton.
Mein Lieblingsessen ist Spinat, Kartoffeln und ein Spiegelei. Antworte noch auf diese Fragen. In welche Schule und in welche Klasse gehst du? So kannst du antworten. Ich gehe in die Berufsschule. Ich gehe auf das Gymnasium. Ich gehe in die 1., 2., 3. oder 4. Klasse. Was sind deine Hobbys? So kannst du antworten. Meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen, im Internet surfen, malen, Videospiele spielen. Nächste Frage. Welche Fremdsprachen lernst du? Ich lerne Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch oder eine andere Fremdsprache. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Aufgabe. A sada dolazimo do svoje prve zadaće, do svog prvog zadatka. Finde Gegensätze. Pronađite suprotnosti. Kad riješimo ovaj zadatak, bit će nam lakše razumjeti tekst koji ćemo čitati poslije. Pa krenimo. Ovdje vidite tablicu sa nekim rečenicama. Rečenice na lijevoj strani i rečenice na desnoj strani. Pronađite koja rečenica s lijeve strane odgovara rečenici na drugoj strani, tako da tvore suprotnost. Ovo su rečenice sa lijeve strane. Ich lerne in der Schule. Ich habe gute Laune. Dobro sam raspoložena, raspoložen. Das ist irre, spannend. To je odlično, jako dobro, uzbudljivo. Viele Menschen sind gesund. Was gibt es im Fernsehen? Ich bin müde. Ich bin draußen an der frischen Luft. Vani sam na svježem zraku. Das Wetter ist sonnig und warm. Mein Leben ist ein großes Abenteuer. Moj život je jedna velika pustolovina. A sada rečenice na desnoj strani. Ich habe schlechte Laune. Loše sam raspoložen. Ich fühle mich munter und ausgeschlafen. Osjećam se svježe i ispavano. Ich bin drinnen in meinen eigenen 4 Wänden. Unutra sam, u sva 4 zida. Mein Leben ist so langweilig. Moj život tako dosadan. Ich lerne online, zu Hause. Was gibt es im Radio? Das ist nicht interessant. Es ist langweilig. Einige Menschen sind wegen Coronavirus krank. Neki ljudi su zbog koronavirusa bolesni. Das Wetter ist regnerisch und kalt. Vrijeme je kišovito i hladno. A sada zaustavite ovaj slajd i prepišite rečenice tako da vam je prva rečenica u suprotnosti sa drugom rečenicom. Uzmite si dovoljno vremena. Und hier ist die richtige Lösung. Diese Sätze sind Gegensätze. Ich lerne in der Schule. Ich lerne online zu Hause. Ich habe gute Laune. Ich habe schlechte Laune. Das ist irre, spannend. Das ist nicht interessant. Es ist langweilig. Viele Menschen sind gesund. Einige Menschen sind wegen Coronavirus krank. Was gibt es im Fernsehen? Was gibt es im Radio? Ich bin müde. Ich fühle mich munter und ausgeschlafen. Ich bin draußen an der frischen Luft. Ich bin drinnen in meinen eigenen 4 Wänden. Das Wetter ist sonnig und warm. Das Wetter ist regnerisch und kalt. Mein Leben ist ein großes Abenteuer.
Mein Leben ist so langweilig. Und jetzt lesen wir einen Text über Leonie. A sada ćemo pročitati jedan tekst o Leoni. Prije nego ga počnemo čitati, pokušajte pogoditi i odgovoriti na ovo pitanje. Das ist Leonie. Rate mal. Warum ist Leonie zu Hause? A. Sie ist krank. B. Sie hat Ferien. Oder C. Sie hat Schule online. Sada smo došli do teksta. Prvo pročitajte sami ovaj tekst. Pauzirajte slajd. Tekst glasi: Heute ist Dienstag. Es geht mir wirklich gut. Warum? Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Ist das nicht irre? Wieso bin ich zu Hause und nicht in der Schule? Die Schule ist im ganzen Land aus. Warum? Einige Menschen sind wegen Coronavirus krank. Ich habe Schule zu Hause, also ich lerne online und im Fernsehen. Das ist so spannend. Das Wetter ist auch schön. Später bin ich ein bisschen auf meinem Balkon, an der frischen Luft. Es ist sonnig, warm, denn es ist Frühling. Mein Leben ist zurzeit ein großes Abenteuer. A sada odgovor na naše prethodno pitanje. Warum ist Leonie zu Hause? Sie hat Schule online. Das ist die richtige Antwort. Razmislite, kako vam se svidio tekst? Sviđa li vam se situacija u kojoj je sada Leonie? A sada ćete vi biti u ulozi Leonie. Du bist Leonie, antworte auf diese Fragen. Ako se ne sjećate teksta u potpunosti, vratite se 2 slajda unatrag i još jednom pročitajte tekst. Ako mislite da ga se sjećate, pokušajte odgovoriti na ova pitanja. Wieso hast du Schule online? Die mögliche Antwort ist: Die Schule ist im ganzen Land aus. Ich lerne am Computer und im Fernsehen. Warum? Einige Menschen sind wegen Coronavirus krank. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr wohl oder ich bin guter Laune. Oder ich fühle mich sehr gut. Welcher Tag ist heute? Wie ist das Wetter? Dienstag. Das Wetter ist sonnig und warm. Es ist sonnig und warm. Was machst du später? Ich bin auf dem Balkon an der frischen Luft. Wie findest du die neue Situation? Das ist so irre. Mein Leben ist ein großes Abenteuer. Sada pauzirate slajd i na ova ista pitanja sa ovog slajda i prethodnog slajda odgovorite u svoje ime. A sada pogledajmo. Osim jednog teksta, imamo još jedan tekst o Leonie. Prvi tekst se zove Heute, danas, i njega smo već pročitali. Drugi tekst zove se Gestern, jučer. Pročitajte što se Leonie dogodilo jučer. Pauzirajte slajd i pročitajte tekst. A ovo je tekst sa desne strane. Gestern war Montag und es war regnerisch und kalt. Ich hatte nicht so gute Laune. Wir hatten Schule von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. Das war so anstrengend.
Es war nicht langweilig, ich hatte sogar viel Spaß beim Lernen. Aber gegen 1 Uhr waren alle schon sehr müde. Um 4 Uhr nachmittags war ich zu Hause und hatte keine Zeit zum Joggen. Und Joggen mag ich sehr. Ich habe von 5 bis 7 Geschichte und Biologie gelernt. Und dann war es im Fernsehen. Ab Dienstag haben wir Schule online. Ich war so glücklich. Ich hatte Zeit zum Joggen. A sada promotrite još jednom ova dva teksta. Koji tekst je pisan u sadašnjem vremenu, a koji tekst je pisan u prošlom vremenu? Lijevi tekst je pisan u sadašnjem vremenu, heute, a desni tekst u prošlom vremenu, gestern. Riječi koje su označene zelenom bojom su koja dva glagola? Pogledajmo lijevu stranu. O koja dva glagola se radi? Bin, ist, sind. To je glagol sein, biti. Habe je glagol haben, imati. Pogledajmo desni tekst. Kako se kaže ja sam bila ili ja sam bio? Pokušajte pronaći te dvije riječi. Kaže se ich war. Kako se kaže imali smo školu? Kaže se wir hatten Schule. Promotrite malo kako se glagoli haben und sein, imati i biti, razlikuju u odnosu na sadašnje vrijeme. A sada pogledajmo sljedeći zadatak. Prisjetimo se ovog novog teksta. Ako smo ga malo zaboravili, slobodno se vratite slajd unatrag i još jednom ga pročitate. Ako mislite da ste spremni, pokušajte riješiti ovaj zadatak. Svrstete ove strukture u odgovarajuću kolonu. Prva je sie hatte, ona je imala, a druga es war, bilo je, ili sie war, bila je. A ovo je rješenje zadatka. Sie hatte. Sie hatte Schule bis 3 Uhr nachmittags. Sie hatte nicht so gute Laune. Sie hatte keine Zeit zum Joggen. Sie hatte Zeit zum Joggen. Sie hatte sogar Spaß beim Lernen. Es war, sie war. Es war regnerisch und kalt. Sie war müde. Es war Montag. Es war anstrengend und langweilig in der Schule. Sie war später zu Hause. Es war im Fernsehen. Keine Schule am Dienstag. Sad pokušajte rečenice iz prethodnog slajda postaviti u pravilan redoslijed i dobiti ćete malu priču. Pauzirajte ovaj slajd ili se vratite na prethodni slajd ili pogledajte svoje bilješke i sada rečenice stavite u pravi redoslijed. Ovo bi bio pravi redoslijed rečenica. Es war Montag. Es war regnerisch und kalt. Sie hatte nicht so gute Laune. Es war anstrengend und langweilig in der Schule. Sie hatte sogar Spaß beim Lernen. Sie hatte Schule bis 3 Uhr nachmittags. Sie war müde. Sie war später zu Hause. Sie hatte keine Zeit zum Joggen. Es war im Fernsehen. Keine Schule am Dienstag. Sie hatte Zeit zum Joggen. Sada je došao trenutak za naš prvi video sadržaj. Schau dir dieses Video an. Hier der Link. Link je bit.ly /pretjeritum lernen 3.
Pogledajte ovaj video sadržaj i prilikom gledanja imate dva zadatka koja trebate ispuniti. Zapišite si konjugaciju glagola biti i imati u preteritu, te 4 primjera rečenica u preteritu koje se vide u videu. Dok gledate video, možete ga naravno uvijek zaustaviti, pauzirati, pa zapisati. Pa krenimo. Viel Spaß wünsche ich euch. Želim vam puno zabave. Sada pokušajte prema sjećanju nadopuniti ovu tablicu. Zaustavite video, odnosno slajd, i pokušajte nadopuniti ovu tablicu odgovarajućim izrazima. A ovo je rješenje. Präsens von sein. Ich bin glücklich, du bist glücklich, er sie es ist glücklich, wir sind glücklich, ihr seid glücklich i sie sind glücklich. U videu ste vidjeli kako glasi Präteritum von sein. Ich war glücklich, du warst glücklich, er sie es war glücklich, wir waren glücklich, ihr wart glücklich und sie waren glücklich. Promotrite sada nastavke za preterit glagola biti. Što možemo zaključiti? Nastavci su označeni zelenom bojom, pa je jasno vidljivo da je prvo i treće lice jednine potpuno isto i nema nastavka. Drugo lice jednine ima nastavak st, te prvo i treće lice množine nastavak n. Drugo lice množine ima nastavak t. Možemo isto napraviti i za glagol haben. Ergänze die Tabelle. Präsens von haben und Präteritum von haben. Pauzirajte slajd i riješite zadatak. A ovo je rješenje. Ich habe Glück, du hast Glück, er sie es hat Glück, wir haben Glück, ihr habt Glück und sie haben Glück. Präteritum von haben. Ich hatte Glück, du hattest Glück, er sie es hatte Glück, wir hatten Glück, ihr hattet Glück und sie hatten Glück. A ovo su nastavci, dakako zelenom bojom. Te nastavak je za prvo lice jednine i treće lice jednine. Ich, er, sie, es. Ich hatte, er, sie, es hatte. Test je nastavak za drugo lice jednine. Du hattest. Ten je nastavak za prvo i treće lice množine. Wir hatten Glück, sie hatten Glück. A tet je nastavak za drugo lice množine. Ihr hattet Glück. Und hier sind einige Beispiele aus dem Video. Ovo su rečenice iz videa. Prisjetite se ili pogledajte svoje bilješke. Koja rečenica je počinjala riječju wir? Wir hatten einen Hund. Što znači? Imali smo psa. Vorgestern. Koja je to bila rečenica? Vorgestern waren wir Unterricht. Prekjučer smo bili na nastavi. Gestern. Gestern hatte Peter Fieber. Što znači? Jučer je Peter imao temperaturu. Letzte Woche. Letzte Woche war ich sehr müde. Prošli tjedan bio sam veoma umoran. A sada jedan digitalni zadatak za vas. Ovo je link. bit.ly/Deutschübung. Dobit ćete tekst koji trebate nadopuniti odgovarajućim oblicima preterita, glagola haben i sein. Pa krenimo. Viel Spaß wünsche ich euch.
Ovo je rješenje zadatka. Ich war gestern in der Schule und es war super. Wir hatten so viel Spaß. Zuerst hatte ich Deutsch. Wir haben ein Video gesehen, aber Carlo hatte keinen Spaß. Wie war das möglich? Carlo war sehr müde und hatte keine Lust zum Lernen. Alle anderen Schüler hatten viel Spaß beim Videoschauen. Das Wetter war sonnig und warm und in der zweiten Stunde waren wir im Schulgarten. Wir hatten Schule an der frischen Luft. Wir hatten eine Umfrage und haben ihm paar folgende Fragen gestellt. Wo warst du gestern? Hattest du Zeit zum Lernen? Hattest du Zeit für deine Hobbys? Wo warst du am Nachmittag? Dann haben wir einer kleinen Gruppe dieselben Fragen gestellt. Wo wart ihr gestern? Hattet ihr Zeit zum Lernen? Hattet ihr Zeit für eure Hobbys? Wo wart ihr am Nachmittag? Die Ergebnisse waren so. Die meisten Schüler waren zu Hause und hatten Zeit zum Lernen und für ihre Hobbys. Maria war bei ihrer Oma und hatte keine Zeit für ihre Hobbys. Ich muss sagen, Schule im Garten ist einfach fantastisch. A sada jedan zabavni zadatak za vas. Hier ist ein grammatisches Lied. Ovo je jedna gramatička pjesmica. Poslušajte ju na linku bit.ly/ein deutsches Lied. Pokušajte napraviti sličnu pjesmicu sa istom melodijom, ali sa preteritom od glagola sein ili haben. Želim vam puno zabave pri izradi ovog zadatka. A za kraj. Antworte auf diese Fragen und beschreibe deinen Tag. Welcher Tag war gestern? Ovako možeš započeti svoj odgovor. Gestern. Wie war das Wetter? Es. Hattest du gute Laune? Ja, ich. Nein, ich. Wo warst du? Ich. Hattest du Schule oder nicht? Ja, ich. Nein, ich. Hattest du Zeit für deine Hobbys? Ja oder nein? Und hier sind die möglichen Antworten. Ovo su mogući odgovori koje ste možda napisali. Welcher Tag war gestern? Gestern war Sonntag. Wie war das Wetter? Es war sonnig und kalt. Hattest du gute Laune? Ja, ich hatte gute Laune. Nein, ich war müde. Wo warst du? Ich war zu Hause. Hattest du Schule oder nicht? Nein, ich hatte keine Schule. Hattest du Zeit für deine Hobbys? Ja, ich hatte Zeit zum Joggen. A sada sami procijenite koliko ste bili uspješni u rješavanju današnje video lekcije. Bewerte dich. Ich kann auf persönliche Fragen und auf Fragen über Schule antworten. Mogu odgovoriti na osobna pitanja i na pitanja o školi. Sehr gut, jako dobro, gut, dobro, noch nicht, još ne. Ich kann einen Text über den Tagesablauf einer Schülerin verstehen. Mogu razumjeti tekst o tijeku dana jedne učenice. Sehr gut, gut oder noch nicht. Ich kann Präteritum von haben und sein benutzen. Mogu primijeniti preterit glagola haben i sein. Sehr gut, gut oder noch nicht. Ich kann meinen Tagesablauf in Vergangenheit beschreiben. Mogu opisati svoj tijek dana u prošlosti. Sehr gut, gut oder nicht. Time smo došli do kraja naše video lekcije. Nadam se da ste se dobro zabavili i ponešto i naučili. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen und tschüss, bis zum nächsten Mal.